Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Spielanalyse ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir quatschen einfach mal, oder ich sage euch meine Einschätzung zum ersten Spiel bei der Club WM gegen Auckland FC. Bevor ich das tue, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ihr kennt den Spaß. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank. Ja, und damit gehen wir mal rein. Ja, ich denke, die Verhältnisse waren vorm Spiel klar. Das Spiel hat es wieder gespiegelt. Nichtsdestotrotz haben gerade wir in den letzten Jahren oft genug gegen solche Gegner, solche Mannschaften auch das echt ein bisschen schludern lassen. Diesmal haben wir es souverän durchgezogen, gut runtergespielt, den Bums. Ja, jetzt höre ich die Kritiker, bla, Sülz, das ist kein Niveau für eine Club-WM. Ja, es sind nun mal alle Verbände dabei, die es gibt, ja. Und früher war es im Landesmeisterpokal nicht anders. Ne? Da waren auch alle Meister drin und dann hast du halt auch mal gegen Gegner gespielt, die nicht dein Niveau hatten. Ne? Das macht für mich den Reiz aus, dieser Club-WM. Und ja, das nächste Spiel gegen Boca Juniors wird mit Sicherheit ein bisschen anders laufen, denke ich. Gut. 10:0 ist natürlich eine Hausnummer, völlig verdient. Wie gesagt, wir haben es souverän runtergespielt. Ich werde jetzt hier auch nicht anfangen, irgendwelche Noten zu verteilen oder sonst was. Da wüsste ich auch gar nicht wie. Wie willst du jetzt Manuel Neuer benoten, der irgendwie ja, einen Schuss aufs Tor hatte, einen Eckball, der direkt aufs Tor kam, sonst hat er nichts zu tun gehabt. Wie willst du den Jonathan Tah bewerten, die defensiv nicht gefordert waren? Wenn, dann kannst du die Offensivspieler ein bisschen bewerten, das können wir auch ein bisschen tun, ja. Oder so ein Rafael Guerrero, der für mich eine absolute Enttäuschung war, der gar nicht zu sehen war. Genauso wie Thomas Müller über weite Strecken eine absolute Enttäuschung war. Ich meine, gut, am Ende des Tages 2 Hütten oder was hat er gemacht. Da war er ein bisschen mehr zu sehen. Alter Mann brauchte ein bisschen, bis er in die Gänge gekommen ist. Überragender Mann, wie immer, Michael Olise. Ja, ist einfach unsere Lebensversicherung. Hat man gemerkt, wie viel Spielfreude er einfach hatte, ja, und wie viel individuelle Qualität er einfach auch hat. Da hat sich nichts dran geändert. Harry Kane war nicht zu sehen, Harry Kane war nicht zugegen. Das Spiel war viel, viel zu eng. Wirkte auch jetzt nicht irgendwie so, 110%. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Zweite Halbzeit, ja, war dann Jamal Musiala der Mann der Stunde. Ja, ich denke, gegen so einen Gegner kannst du dann auch ein bisschen was versuchen. Und das hat er getan. Der Elfmeter, weiß ich nicht, Alter. Ich hätte den Elfmeter nicht gepfiffen, wenn ich ehrlich bin. Also. Ansonsten, dass der Goalie dann noch den Fehler gemacht hat zum 9:0, glaube ich, war es, der bis dahin eigentlich eine gute Leistung gespielt hat. Man darf halt nicht vergessen, das sind keine Profis. Ja. Das sind Typen wie du und ich, Alter. Ja, das sind Typen, die einen 8-Stunden-Job haben und irgendwie 70 Euro im Monat durch Fußball verdienen. Ja. Also das sind Menschen, die sich den Jahresurlaub genommen haben, um dabei zu sein. Also das war klar, dass wir so ein Niveau sehen. Nichtsdestotrotz nochmal der Hinweis, wir haben uns trotzdem schon oft genug schwer getan. Wir haben es seriös gespielt. Auch nicht mit Vollgas, denke ich. Ja, das war alles noch im Rahmen und von daher ist doch alles gut. Guter Einstieg, ja, in diese Club-WM und darauf kann man mit Sicherheit aufbauen. Ja, ich höre schon die ganzen Leute wieder schreien, so, ja, was ist mit den Jugendspielern? Die musst du doch bringen in so einem Spiel. Nö. Also ich bin da bei Winnie, ja, wenn unsere gestandenen Spieler fit sind und leistungsbereit, ja, dann haben die zu spielen. Ja, nochmal, es ist ein Wettbewerb, wo es am Ende des Tages für den Sieg über 100 Millionen gibt. Ja, das sollte man dann schon ernst nehmen, auch wenn das natürlich ein, was weiß ich, ein 5-, 6-Ligist-Niveau-Gegner war, ja. Das spielt keine Rolle, da haben trotzdem die besten Spieler zu spielen. Und da müssen wir nicht wieder irgendwie verkehrte Zeichen setzen, indem wir sagen, ja komm, wir bringen jetzt 6 Jugendspieler rein, ja. Das wäre genauso, würden wir das in der ersten DFB-Pokalrunde machen, dann würdet ihr den Winnie an die Wand nageln. Ja. Also immer mal die Kirche im Dorf lassen. Ich fand es völlig fein so. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, personell gesehen,
Ich hätte mir einfach mal noch einen Tom Bischoff gewünscht, ja, dass er einfach auch ein bisschen Integration bekommt. Und sowohl ein Kimmich als auch ein Pavlovic waren jetzt nicht so überragend, dass man hätte sagen können, oh, die kannst du nicht mal in der Halbzeit einen von beiden rausnehmen. Ja. Also das hätte ich mir noch gewünscht. Ansonsten gehe ich völlig fein damit. Ich fand es gut, dass man Lennart Kahl gebracht hat, dass man den mal ein bisschen gesehen hat in der Halbzeit. Hat auch ein paar sehr, sehr gute Ansätze gehabt, ein bisschen Pech. Ich fand es gut. Adam Azno hätte man natürlich auch eher bringen können. Ja, das könnte man natürlich auch noch kritisieren. Aber auch da hat man gesehen, das sah jetzt auch nicht gerade gut aus oder souverän, die 10 Minuten, die er gehabt hat. Von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass man den Jungen erstmal wieder langsam ranführt. Also von daher denke ich, war alles fein. Ja. Michael in der Halbzeit, Heavy in der Halbzeit, Kingsley in der Halbzeit, der mich ein bisschen überrascht hat. Ja, klar, schwacher Gegner und so, nicht überbewerten, alles fein. Aber zum Glück, oder man hat gesehen, dass er Bock hat und dass er auch den Zug zum Tor sucht. Das hat mir gut gefallen. Ich fand es auch gut, dass wir Neboy nicht gesehen haben. Ja, das sage ich euch auch ganz klar. Der hat für mich in dieser Mannschaft nichts zu suchen. So, ich weiß nicht, warum der noch dabei ist bei dieser Club-WM. Man würde sich damit so viele Baustellen aufmachen. Ich kapiere es nicht. Ja, dann lieber, wie gesehen, so ein Lennart Kahl eine Halbzeit eine Chance geben. Da haben wir viel, viel mehr von, als wenn da jetzt so ein Neboy Sané rumgerannt wäre. Dass wir Leon Goretzka nicht gesehen haben, gehe ich auch mit. Für mich ist die Zeit eines Leon Goretzkas bei uns vorbei. Die Zeit eines Palhinhas ist bei uns leider auch vorbei, auch wenn sie nie richtig angefangen hat. Von daher ist das völlig fein, dass wir die beiden auch nicht gesehen haben. Weiß ich nicht, vielleicht hat man sich deswegen auch nicht getraut, dann zu sagen, komm, ich bringe jetzt noch einen Tom Bischoff da rein oder was. Ich weiß es nicht. Ja. Sascha Boe, denke ich, war auch ordentlich. Ja. Aber ich denke auch, dass er das Niveau hätte, wenn er endlich mal, oder wenn er mal das Vertrauen bekommen würde. Ich denke nicht, dass er eine Zukunft bei uns haben wird. Ich denke, das ist für ihn auch nochmal ein bisschen Vorspielen. Ähnlich wie es für einen King ist. Kann uns natürlich auch noch recht sein, wenn dann die Leute, die wir eventuell noch abgeben wollen würden, da ein bisschen Leistung zeigen und sich anbieten. Ja, ja, Thomas Müller habe ich schon gesagt. Hat ein bisschen gebraucht, so nach 9 Minuten habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen, ob das noch im Feld war. Hat sich ein bisschen schwer getan. Aber ja, der Personenkult, der in den USA einfach herrscht, haben wir gesehen, oder? Ja, wie er da abgefeiert wurde. Stimmung vielleicht mal zum Stadion. Erste Halbzeit war wild, muss ich sagen. Ja, aber das ist halt das amerikanische Publikum. Zweite Halbzeit hat es mich dann doch positiv überrascht. Ja, dann haben wir auch ein paar Sprechchöre gehört von den Bayern-Fans. Also das war schon okay, denke ich, dafür, dass es in US war. Ja. Von daher für uns ja, ein rundum gelungener Start, denke ich, in dieses Turnier. Und sportlich natürlich relativ wenig zu bewerten. Ja. Wie gesagt, der ein oder andere Spieler ist durch seine Lust, ja, aufgefallen und bestätigt einfach nur die Qualität der Spieler, die ein bisschen aufgefallen sind. Der eine oder andere Spieler ist ein bisschen weniger aufgefallen. Ja, schwierige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit. Da sind die alten Säcke einfach mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen ruhiger unterwegs. Ne? Was ja auch völlig fein ist. Gegen so einen Gegner. Ich freue mich, wie gesagt, auf Boca Juniors. Samstagmorgen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, 3 Uhr. Das ist natürlich nicht wild, aber gut, auf das Spiel freue ich mich. Ja, und dann gibt es ein weiteres kurzes Video. Das ist mein Statement zu dem Spiel. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. An die Leute, die die Club-WM schauen, wünsche ich viel Spaß. Alle anderen, die das ignorieren, völlig fein für mich. Muss jeder für sich entscheiden. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.